Hi, servus, das ist der Helmut. Heute wieder in Bild und Ton, Lederweih, wo ich nicht zu sehen war. Jetzt habe ich eher immer so ein bisschen Timelapse ausprobiert, einfach ein bisschen rumgespielt. Und heute gehe ich mal ein bisschen mehr raus, die letzten Frühlingstemperaturen hier im Dezember zu genießen. Und was macht man da Besseres? Feuerzahnbowle, das ist nämlich genau das Richtige. Caipirinha wäre besser, aber scheiß der Hund drauf. Da fehlt dann definitiv das Weihnachtsfeeling. Und ja, Feuerzangenbowle machen wir jetzt schnell auf den Gaskocher. Also viel Spaß beim Zuschauen. Helmut. Übrigens, nur zum Fotzenspangler, ich habe geschwollene Backen, tut aber nichts weh. Das muss ich morgen nochmal nachschauen lassen, was das ist. Wenn ich dann nicht mehr erscheine auf dem Video, dann ist schon was schief gelaufen. Aber jetzt, wie gesagt, Film ab, Feuerzangenbowle aus der Flasche von Wolfra. Sehr gut, sehr lecker, 10% Umdrehung. So, ich habe schon mal alles vorbereitet. Dann schauen wir mal. Ja, es sind schon echt hammergeile Temperaturen. Aber da lassen wir es nicht lumpen. Und zwar ist das von Wolfra Feuerzangenbowle und er hat 10% und der schmeckt wirklich lecker. Also Wolfra kann ich nur empfehlen, wenn es bei euch in die Getränkemärkte gibt. Der beste Fertig-Feuerzangenbowle, was es gibt, meiner Meinung nach. Stopp. Ein bisschen schütteln. Dann lassen wir es also mal richtig schmecken. Frühlinghafte Temperaturen. Und das jetzt am 20. Dezember. Geil, oder? Ich stelle mal wieder das hier her. Ja, Feuerzangenbowle schmeckt mir besser wie Glühwein und Feuerzangenbowle schmeckt mir besser wie Glühwein, weil er einfach vom Geschmack her richtig schön Power hat und echt super. Also wie gesagt, mit Alkohol. Es gibt, glaube ich, einen alkoholfreien auch, aber da muss man immer ein bisschen rum reinschütten. Das kann man sich sparen, das ist alles schon drin. Unsere Wolfra Feuerzangenbowle wird nach hauseigener Rezeptur aus kräftigen Rotwein und Auszügen von winterlichen Gewürzen zubereitet. Jamaika-Rum und eine feine Orangennote machen die trinkfertige Wolfra Feuerzangenbowle zu einem echten Genuss. Unsere langjährige Erfahrung und sorgfältige Qualitätskontrollen garantieren Ihnen die Wolfra Auslesequalität. Also Wolfra, machen wir gleich einmal einen Geschmackstest nachher. Euch kann ich leider nicht probieren lassen, aber macht ja nichts. Wichtig ist, dass es mir schmeckt. Also nur erhitzen, nicht kochen, weil sonst leidet der Geschmack drunter. Ja, mein Hund habe ich auch dabei. Fertig. Mach da mal Platz da. Jetzt schon. Fertig. Komm her. Platz. Bleib, Platz. Okay. Bleib.
gesagt, nur leicht erhitzen und nicht kochen. Ich sag, der hat echt Power, also der schmeckt echt lecker. Aber der ist noch nicht heiß, er muss noch ein bisschen heißer werden. Also bei uns sagt er heute 14 bis 16 Grad, 20. Dezember, echter Wahnsinn. Das ist echter Wahnsinn. Aber deswegen schmeckt die Feuerzangenbowle genauso lecker. Ja, was macht ihr heute so? Grillen? Grillen oder zum Baden gehen? Ja, also ich persönlich habe nichts dagegen, ich brauche keinen Schnee. Arbeitsbedingt gibt es nichts Schöneres wie echt super. So, jetzt fängt er schon langsam zum zum leicht köcheln an, das heißt, jetzt kann man abdrehen. Und das machen wir jetzt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen leckeren Geschmackstest. Ah, der Duft ist ja schon der Wahnsinn. Oh ja, der schmeckt lecker. Feuerzangenbowle. Bei diesen Temperaturen ist schon eine Augenfreude. Eine Augenfreude, Augenweide. Und da hat extra mir gestern einer den Baum umgeschnitten. Und schon habe ich einen genialen Tisch. Sagen wir mal Danke an den Bauern, der das gemacht hat. Ich will mich auch dann nochmal ganz herzlich bedanken. Also ich möchte mal vielen Dank sagen an die ganzen Kanalabonnenten. Also mittlerweile sind es, glaube ich, 540. Freut mich riesig, die mich abonniert haben, sage ich mal ganz großes Dankeschön und keine Angst, es gibt ein Giveaway, aber zu einer bestimmten Zahl. Ich muss mir nur noch was einfallen lassen. Ich will auch diesmal keine VAs verlangen von euch, weil ich selber momentan nicht in der Lage war, VAs gemacht zu haben. Und da kann ich schlecht verlangen, dass ich von euch auch VAs verlange. Aber ich werde ein Giveaway machen, ich lasse mir nur irgendwas einfallen. Preismäßig lasse ich mir auch irgendwas einfallen lassen. Mitmachen kann dann wieder jeder, der meinen Kanal natürlich abonniert hat. Und wer meinen Kanal noch dazu abonnieren will, der macht es bitte jetzt. Weil wenn die gewisse Anzahl Abonnenten erreicht ist, dann werde ich ein Giveaway starten. Ja, ich hatte mir ja schon lange überlegt, was ich an Giveaway machen möchte. Und es ist immer nicht so einfach. Ich will ja ein Giveaway machen, wo jeder was davon hat, der wo nicht jetzt rausgeht, irgendwie was zum Kochen macht oder da lasse ich mir was einfallen. Irgendwelche Preise, wo jeder sagt, da kann ich mitmachen. Also das ist egal. Ja, wie gesagt, keine VAs verlange ich nicht. Wer gern dann VAs machen will, der kann sie gerne machen, aber ich verlange keine VA. Also mit diesem Sinne lasse ich mir es jetzt richtig schmecken. Ich genieße meinen 4. Advent, den wünsche ich euch auch. Und schöne besinnliche Weihnachtstage und dort mir nicht so viel trinken, und dass wir wieder unserem Christbaum alle reinfällt. Das wäre nämlich kein schöner Anblick. Das ist auch geil. Der Feuerzangenbowle, lecker. Echt super. Caipirinha wäre erfrischend drin.
Aber Feuerzangenbowle, ups, ist schon echt super. Fröhliche Weihnacht jedes Jahr, wenn die Sonne runterbrennt.